Wir sind in einer Reihe von Botschaften von Glaubensfamilie. Das sind Botschaften von der Kirche. Und so, ich nenne die Kirche eine Familie, Gott seine Familie. Viele sind auch redet von, dass wir dienen in Gott seine Familie. Wir sind verschiedene Menschen mit verschiedenen Gaben, aber wir dienen alle in Gott seine Familie. Und von der werde ich reden, und dass ich halb Einigkeit zu schaffen in Gott seine Familie. Aber ich will für Einigkeit anstehen in Gott seine Familie. Johnny ist ein 5 Jahre jung. Und seine Papa, der hielt bei einmal ein Tag, das heißt, du hängst ein Haus, und er redet da sehr laut und sehr dringend zu irgendwem. Und so hat er mal zum Fenster checken und hat er seine kleinen Karten abgestellt und er predigt today. Und so der Papa den Freundel lassen beten, er jetzt, ich war da dol satt, und bei einmal hielt er da einen Karten geschreit und die kleven da und bitte der, er jetzt mal rüt checken, was der fährt, und dann sind die alle ganz not. Und dann sieht er bloß noch, wo Johnny noch der Letzte im Arme andrückt. Und hat er seine Karten getauft. Und so, Papa nimmt ein bisschen fair, er sagt, was tut die, like, die Karten, die wollen da versuchen in den Armen, wenn die unjewutterdücks. Weil, sagt er, zu seinem Papa, die Karten hatten sich dort so bedenken, für sie und meine Kirche sich anschließen deuten. Meine Kirche. Weißt du, Lied, wenn wir wollen Uneinigkeit haben in Gott seine Familie, dann müssen wir dort meine Kirche merken. Wenn ich mich selbst abstelle aus dem Mittelpunkt von der Familie, und alles muss sich um mich drehen, und alles muss nur mich horchen, und alles muss so sein, als ich will, wenn ich dann sich beleidigt, wenn dort unsere Einstellung ist, dann kann ich Ihnen garantieren, dass wir eine Uneinigkeit in der Familie. So, wir wollen ein bisschen checken nur die Familie von dir. Die Familie gehört Jesus Christus. Da müssen wir sehr klar holen. Die Familie gehört nicht mir. Und die gehört nicht die. Ich diene in der Familie. Und ich will für Einigkeit anstehen in der Familie. Aber wenn wir nicht diese Einstellung haben, dass wir wollen haben, die Familie soll gewinnen. Wenn ich soll gewinnen, dann haben wir Uneinigkeit. Das schafft in unsere Heime so, das schafft in der Kirche so, oder wo immer wir sind. Wenn das sich um mich dreht. Und ich sehe den Hauptpunkt. Und so, dann habe ich Trouble. Und so, wie man das klar holen, dass die Familie gehört Jesus Christus. Und so einmal habe ich diese Einstellung in der Kirche, dass du bist hier in meine Kirche. Und ich habe dich hier getauft. Und nu musst du in das arme Wut nennen, das ich will. Und weißt du, die Familie gehört Jesus. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu seiner Familie. Du bist Part von der Familie. Wir haben alle heute verschiedene lokale Gemeinden. Ich sehe in vielen Sonntag, dass all die Christen über die ganze Welt, das ist Jesus seine Familie. Und das hält sich gleich, als du dunkel oder Licht bist, oder von wo du kommst, von wo lohnt. Aber jede Person in der Welt, die Jesus Christus als Erlöser hat, die an Jesus glaubt, dort ist Gott seine Familie. Aber dann sind wir angestellt in lokale Familien. Wenn das, wo das passiert, das, wo wir Chaos haben, das von dir, das, wo wir Taufas haben, das, wo wir Begrafnis haben, das, wo wir taub kommen, taub singen und so in Städten und so weiter, das passiert in einer lokalen Familie. Aber wir gehören zu einer viel größeren Familie. In der Familie gehört Jesus Christus. Wenn ihr ein Sportsteam habt, die schaffen aus einem Team. Und weißt du, die kann vielmal ein Sportsteam haben, was gleich das Beste ist, aber wenn die taub spielen, dann gewinnen die. Aber ich weiß nicht, ob jemand hat Sports gewatcht, und jeder einer, der sich eine denkt. Sei jemand an ein Volleyballteam gewasst, was bloß nicht Menschen wir in einen Ball rumzielen? Und so, wenn der Ball eben naht, dort hängt, steht einer, und der holt mit den Füßen, der wird den Ball, und der wird nicht mehr zu sein, so hochflechte. Und so, habe ich mal in so einem Volleyballteam gespielt, wo sie bloß alle taub spielen, und jeder einer zielt den Ball, so weit war ich so kann, und dann hast du immer einer Mann, der ist in den ganzen Court, nicht? Der rennt allem fair in Unja, wenn jemand den Ball in Titel haben. Sei mal in so einem Volleyball-Gruppe was?
Und so, die weten von was ich rede. Aber wenn wir ein Team haben, das ist ganz anders. Weet je, das ist ein großer Unterschied zwischen einer Gruppe Menschen, die top Volleyball spielen, und ein Team, das Volleyball spielt. Großer Unterschied. Und so ist es auch in der Kirche. Wenn wir bloß eine Herde Menschen sind, die top sind, und jeder einer, der sich eine denkt, jeder einer, der wird den Ball durchhauen, wo der Wahlen, dann sind da immer noch ein paar so eine Mann, wo alle jemanden Mann sind, und die machen alle einen Stich, alle um ihn heran, die sind die wichtigste Personen in der Kirche, und alles dreht sich um die, dann weiß jeder, die Kirche ist schwach. Und dann haben wir bald Uneinigkeit, und dann haben wir ein Volleyballteam, das niemals gewinnt. Und weißt du, wenn wir ein Volleyballteam haben, was ein Team ist, und die schaffen aus ein Team, und die haben alle Erde steht, und die halten sich untereinander, und die setzen den Ball ab, und die halten sich untereinander, die spielen aus ein Team. Oder du hast eine Gruppe Menschen, die bloß Volleyball spielen. Du kannst noch so viele Menschen haben in der Gruppe, das Team, was immer gewinnen. Because die spielen top. Und die sind nur einer für den anderen. Und so wie als Familie, wir wollen ein Team sein. Weißt du, was ein Team ist? Ein Team hält sich untereinander. Ein Team hat das selbe Ziel. Die haben verschiedene Gruppen, aber das selbe Ziel. Ich habe Leute ein klein bisschen watch von den Blue Jays. Ihr wisst, die Blue Jays, nicht? Das beste Baseballteam, was da ist. Toronto Blue Jays und so weiter. Und so, die tun pretty good in die Groß. Aber weißt du, was würde passieren, wenn der Pitcher bei einmal einen Tag ankommt und sagt, von der pitcher ich nicht, oder so weiter. Oder von der, ich mir eine denke, ich knall den Ball durchhauen, wo ich will. No, die schaffen top. Wir haben einen Pitcher, wir haben einen Batter, und einer First, und Second, Third Base und so weiter. Und wir haben ein Team, die schaffen top. Und weißt du, Schwester, wie ist Gott seine Familie? Gott will haben, dass wir ein Team sind. Dass wir uns untereinander brücken. Dass wir untereinander top schaffen. Und dass wir nicht bloß uns eine Ding tun. Wir sind ein Team. In Gott seine Familie, es ist wichtig, dass wir das selbe Ziel haben. Verschiedene Gruppen, durch die wir fähig davon das selbe Ziel. Und so wir wollen haben, die Kirche, die Familie soll gewinnen. Jesus Christus soll gewinnen. Uns Ziel ist, dass die ganze Familie soll gewinnen. Weißt du, Lied, dass wir eine manche Kirche, ich meine, wir können die bei den Tausenden abnehmen, was nur nicht ankommen im Leben, wenn Uneinigkeit. Wenn Sankarie. Ich las von einer Kirche in Dallas Area, das ist some Jahren 3. Die haben einen Potluck. Die wissen, was ein Potluck ist, nicht? Jeder einer bringt mit Eten mit und so weiter. Und dann ist da ein Diakon in der Land, zum Eten anschauen, und der Pfarrarm ist ein kleiner Jung. Und so, nu wird das, dort wir so ein Potluck, wo sie anschauen, die hatten da eine Person, die anschauen, nu kriegt der kleine Jung in Beten gerattet bei Steak aus der Diakon. Und dann fangen wir an zu feten. Und dann wird er beleidigt. Und weißt du, die Kirche, die spult sich some Jahren Luther, und die gingen ein, und die verpflegten sich um sich, immer ein Fluchlein, einer am anderen, und die Kirchen werden ganz vernichtet, wenn ein verlöst bei Steak. Aber weißt du, Lied, wir lachen vielleicht, wir sind, das ist nicht zum Lachen, aber viele Kirchen sind von der gespült und vernichtet und verdorben und kommen noch nicht an und tun Gott seine Arbeit. Krieg, wenn so eine kleine Dinge steht. Und so, Gott will haben, dass wir als Familie, dass wir sollen top schaffen, dass uns Ziel muss sein, dass Jesus wird gewinnen. Und dass Jesus gewinnt, dann muss die Familie gewinnen. Wenn das wer Jesus ist von der auf der Welt. Und du, als Familie, wie sind seine Ohren, seine Arme, seine Feit, sein Mühl, seine Tongue. Und du repräsentieren Jesus Christus auf dieser Welt von der. Das ist der einzige Jesus, was der Welt jemals wird sein. Und wenn wir uns fährten, und weißt du, das ist nicht ohne Ursache, dass Jesus sagt, dass jene Leib untereinander, jene Team untereinander, dort wird die Welt wiesen, wer ich sie. Und so, Gott will haben, dass wir als Familie, wir sollen in Einigkeit schaffen. Ich glaube, ihr seid bekannt mit der Geschichte von Israel. Und weißt du, Gott hat Israel aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt,
Hij viert in durch het Rode Meer. Hij leidt in met een wald, even dag, met 4 danach. Ze gaan eten in de wüste, ze gaan woeten in de wüste. De schouw ging niet verbruikt, de kleider ging niet verbruikt, dat we een goede Geldseverie. En zo, die woonden in de wüste en God deed een wunder en wunder en wunder, een naast het andere. En zo dan eenmaal zijn ze bij de grens van de grootste zeeën, wat God jemals versproken had voor het volk. En dat is het land. Dat hat Gott al Abraham versprochen, ein Land, wo Milch und Honig rannt. Na, wie wundern, was Milch und Honig? Was dort hauptsächlich sagt, dass das ein wohlhabendes Land, da wird es dort gut gehen. Hier wird es sehnen, hier wird es abbauen, hier wird es Gott sein, hier wird mein Volk sein, und hier wird ein Licht sein für die ganze Welt. Sie sind ohne Grenze. Und dann sagt Gott zu Moses, schick mal 12 Männer aus das Land zu unser Segen. En die gaan naar uit en komen 3. Dan stelt je het maar voor. Stelt je het maar voor. Wat deze jongens zich vertelden als ze daar omgingen. En weet je, dan komen ze 3. En dan zijn er 10 sterk. 10 sterk. Laat je het maar een beetje aan. Laatst wordt gezegd dat we hier ongeveer vielleicht bij 250.000 plattdeutsche Menschen, die hier in Mexiko de Wartelen haben. Die sind in 7 Ländern verspreid. Aber weet je, Geschichtsschreiber, die Nummern sind sehr verschieden, aber sie sagen uns, dass das Volk Israel wir bei 1 Million Menschen. Ich weiß nicht, aber wenn wir mal sagen, die sind 250.000 Personen. 10 stark, 10 Geschwister, verdorben die rein ganze Gesellschaft. Ganze. Und die starben in der Wüste wegen 10 Menschen. En weet je, dat is wat we kunnen doen in de kerk. Weet je, een van de dingen, wat de kerk het ganz doodste vernichten deed, dat is plüderie. Negatieve plüderie. De Bibel die brukt som wieder, Paulus brukt een woord in Epheser, wo redt, in Galater Kapitel 5, is het, daar redt hij van de vrucht van het vlees, de working van het vlees. Allerhand hoererie, afjaterie en zo weer. Nannst du een woordmank. En dat woord dat als dissension op Engels, spoilerie, like had ze dat op Plattdeutsch gezegd, spoilerie. Maar weet je, wo dat woord van redt, dat is wanneer er 10 mensen zijn. Maak een grote herd, wat jeden de herd schafft en jeden het ziel van de herd en de ganze herd vernichten dat met een negatieve geplüder en gered en doelgeraan en al zo'n dingen staat. En weet je, er zijn vele kerken, vele Geschwister, wat in de wüste sterven en gestorven zijn en van der ganz in de wüste verführen, so zu sein, wegen ein paar Menschen in der Kirche, wat die Kirche ganz vernichtet haben. Dat jaf sehr wenig Dinge in der Kirche, in der Familie, so schädlich als Plüderie. Gott hasst Plüderie. Und weet je, wie kann Gott seine Arbeit schrecklich vernichten? Wie kann Gott sein Segen ganz aufschneiden mit unserer negativen Plüderie? En dat volk Israël, ze sterven in de wüste. Ze waren ohne Grenze von den grootste Seen, wat God in het Hemel heeft. Viele Kirchen, die sind bei ohne Grenze was von groter Seen. En wie sind ook, Lied? Wie sind ook? Lebenswasserhafte Gelegenheit, diese 250.000 plattdeutsch redende Menschen zu beeinflussen mit dem Evangelium von Jesus Christus. En wie hat so eine goldene Gelegenheit? En wie hat die Technology? Wie haben uns App? Wir haben uns Podcast, wir haben all diese Dinge. Glaubt ihr, der Feind gleich dort? Weil wir uns niemals lassen anbilden, dass der Feind nicht wird versehen, Uneinigkeit zu bringen. Er uns doelran durch Plüderie und so eine Dinge. Und dann sagen wir vielleicht, wo taub als Freund. Und dann fängt der eine ein bisschen negativ zu reden. Und dann reden wir andere mit. Und bevor wir wissen, was wir tun haben, dann haben wir die Leidenschaft und die ganze Kirche bei dem Blatt raufgekleint. Jesus Christus, seine Familie. Das ist, wo das wichtig ist, dass wir das klar haben, dass es Jesus, seine Familie. Und wenn ich das vernichten will, weißt du, die Bibel sagt, auf einer steht, dass Gott wird den vernichten, was seine Familie vernichten wird. Durch negative Dinge.
Und so, diese 10 Männer, die kommen 3. Und sie bilden das Volk an. Und du sagst, stellt dir mal vor, was diese Kinder wees vertelden. Von den großen Riesen, was da wären. Mensch, das lohnt es so fein, sagen sie. Das große Frucht. Und wenn du rand wirklich mal den Honig ober. Ich habe mal halt gesagt, dass ober, so ein von den größten Wörtern in der Bibel, dort hat einmal ein sehr positiver Ober, zum Beispiel wie wir in Toten sind, Ober, Gott hat uns lebendig gemerkt durch Jesus Christus. Aber weißt du, das ist noch negative Obers. Dort lohnt es so gut, das ist so eine große Frucht. Gott hat uns so gesehen, malt den Honig ran, Ober. Du sind Riesen. Und so sie kommen 3 und sie bilden das Volk an, dass dort Chavi goich, Gott hat uns, Moses hat uns hergebracht, und dass wir hier in der Wüste waren, gestorben und so wieder. Und dann sind dort 2 Stück Mann. Die waren noch positiv. 2 Stück sagen noch nur wie Kinder, mit Gott seine Halbkinder. Weißt du, was sie mit euch wollen tun? Steinchen. Diese negative Gruppe, die hebt einfach Steine ab. Sie wollen Kaleb und Jesua doodkielen mit Steinen. Wen die positive reden für das Land. Und weißt du, das wird vielmal passiert in der Familie. Viel Tofferten. Und so ich wünsche, dass wir aus Lebenswasser würden das klar holen, dass das als Jesus seine Familie, ich sehe im Port davon, wir haben ein Ziel, dass unsere Welt für Jesus beeinflussen, weil wir top schaffen, mit den Guten, was wir haben, und nicht durch Plüderie, Uneinigkeit, negative Reden und so wieder, uns Leuten vernichten. Epheser 1, Vers 15. Und sagst, du sagst, Paulus, das steht, von da aus ich von den Glauben, morgen dort wird, von da aus ich von den Glauben an dem Herrn Jesus hier. Das wird berückt in der Familie sein. Glauben an dem Herrn Jesus Christus. Und so sagt von da an, aus ich den Glauben an dem Herrn Jesus Christus hier, in wo je alle Heilige Gott sind. Morgen die 2 Dinge. Leib, Glauben in Leib. Weißt du, was das Vers sagt? Gott leben, Menschen dienen. Das ist unser Ziel als Kirche. Das ist unser Ziel, das ist unsere Vision als Familie. Wir wollen immer alle Gott leben. Und weißt du, wo sie Gott leben? Durch seine Familie leben. Durch Menschen dienen. Wir müssen wissen in das als Gemeinde. Wir sind gleich vollkommen in das. Aber das ist unsere Vision, das ist unser Ziel. Und so Paulus redet von der ephesischen Gemeinde, er sagt, geht von den Glauben und von den Leib. Wow. Kann ich feststellen, wenn wir als Gemeinde in der Umgebung bekannt werden für Glauben und Leib? Wow. Das ist eine Jahr, sie lebt ein sehr sinnliches Leben. Sie ist ganz am eng und sie kämpft einen Freund und sie fragt das freundlich, was soll ich mal tun? Like, wo kann ich mal Halt kriegen? Und fragt der Freund, besser bei der Kirche was. Und im Jahr, der schreit und sie sagt, das ist der letzte Stadt, wo ich würde hingehen. Wohin würde ich nur so eine Stadt gehen, wo sie mich bloß verdammen und rechten und wie keine Leute was? Wow. Ist das really, wer wir als Kirche sind? Tofferten ist das Wahrheit. Dort ist euch immer, uns wird einmal die Farben mit dem Pinsel, was dort passiert ist, mit den salzigen Farben so uns. Aber da ist ein bisschen viel Wahrheit bei. Weißt du, wie gleichen Gott seine Gnade? Da wo ich? Wie gleichen dort, wenn ich an Gnade predigen darf? Ich weiß das. Und so ich sehe jeden Freund, wenn ich an Gnade predigen darf. Aber weißt du was? Wie gleichen Gott seine Gnade? Würde es nicht okay sein, wenn wir anderen Menschen auch die Gnade geben? Nun meine ich nicht, dass wir sollen alle sind, was immer sliden lassen. Das ist nicht mein Punkt. Aber das Rechten in Menschen durchstampeln, Menschen verdammen und so wieder, wenn den Sitt nicht kriegt, das mir, der nicht kriegt, das Hack und so wieder. Das ist, was uns das Tor in ihn einrichten hat. Und so, wir brauchen Gnade. So Paulus sagt von der Kirche, ich habe von den Glauben und den Leib gehört. Wow, weil wir dafür sorgen, Lied, dass in dieser Familie,
dat wie haar Einigkeit, wie haar het klar, dat Jesus seine Familie, ich habe ein Portier an, ich habe Goven, ich brückte, und ich war anstund für Einigkeit, dass sie Ramons worden sein, glauben in Leib. Dat finde ich bei Lebenswasser. Dat soll unsere Vision sein. Ich habe kurz hier, dass wo Menschen sehen, dass sie wären so dankbar, bei Lebenswasser hatten sie sich angenommen gefühlt. Na, ich sage das nicht zum uns Großen, aber Menschen sollen sich hier angenommen fühlen. Und so, wir können so viel tun als Gemeinde, als Familie, die Menschen halten. Hör ich, was Paulus wieder sagt, der Ephesische Kirche in Kapitel 4. Er sagt, so steht, als einer für dem Herrn, der für dem Herrn im Gefängnis ist, kriegt ihn an. So, was kriegt er an? Hör ich mal, was Paulus will haben, diese Gemeinde soll tun. Er sagt, leb so, dass es damit stimmt, wo Gott ihn berufen hat. Und ihr hört, was er sagt, sieht bescheiden, freundlich, geduldig, sieht ihn so gut, dass ihr ihn untereinander vertrauen. Sieht ihn so gut, dass ihr ihn untereinander vertrauen. Weißt du, wenn wir 400 Menschen top haben, dann haben wir 400 Wege von denken, 400 Wege von Dingen tun, und das geht nicht fair zu beten, dass wir uns nicht amtlich manchmal wollen mit weit tun. Das, wo er sagt, sieht ihn so gut, dass ihr ihn untereinander vertrauen. Er sagt wieder, es steht, sieht ihn so gut, dass ihr ihn untereinander vertrauen, sieht immer dann aus, die Einigkeit im Geist zu bewahren, wo der hier miteinander verbunden bleiben. Ich sehe den Weg, dass die Gemeinde als Taubgestalt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist tauft uns in den Körper Christi hinein. Der Heilige Geist gibt uns Gaben. Paulus sagt in 1. Korinther 12, er sagt, du sind verschiedene Gaben, der Salz ja jest. Der Heilige Geist verbindet uns. Und so er sagt, holt die Einigkeit im Geist. Hiermit wird das klar holen, dass die Gemeinde gehört Jesus Christus, der Heilige Geist hat die Taubgestalt, der Heilige Geist hat mich getan, Tim die Familie dein und durch die Familie der Welt. Das ist Gott sein Ziel für die in der Familie. Und wenn du zum Glauben wirst gekommen, dann hat der Heilige Geist die du nennst, tauft. Und du bist Part von der Familie. Und so heißt es, sieht ihn so gut, dass ihr ihn unter Vertrauen könnt. Sie seid immer nur, dass ihr Einigkeit holen im Geist und so weiter. Einigkeit ist deine Abgabe in der Familie. Einigkeit ist deine Abgabe in der Familie. Gott verlangt das von dir. Na, Gott verlangt nicht, dass wir sollen mit Sinn mitgehen. Und wenn wir als Familie was tun, was ganz unbiblisch ist, dann sollen wir abstehen. Aber bloß wenn wir eine Gräberklärung haben, steht nicht rein, oder viele andere Dinge, bloß wenn ich nicht so ein großes Bild Fleisch kriegst du, oder was immer das ist, das soll uns niemals trauen. Und so Gott verlangt von uns Einigkeit. Kolosser 3,14 sagt Paulus, und über alles, morgen der wieder, über alles, sieht leiftullig, so dass alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. Und so Gott sagt zu uns, sieht leiftullig, halbt untereinander, so dass es eine vollkommene Einigkeit geben. Ich las von einer christlichen Organisation, sie haben ein Policy würde wir sagen, und so jeder Arbeiter, was sie annehmen, muss unterschrieben, dass sie hat das Recht, den aufzuleihen, wenn die was plündern, wenn die was in einer Company plündern. Und nur die Beschreibung, nur hat sie muss Arbeiter gehen lassen, bloß für die Ursache von plündern. Wie soll das Policy in die Kirche haben, nicht? Weißt du, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir nicht Jesus seine Familie durchrennen. Und weißt du, wenn Jesus repräsentiert ist in der Familie, wenn Jesus da ist, was durch mich zum Schien kommt auf diese Welt, und ich setze mir an, in ran der Familie durch, wem ran ich dann durch? Dann darf Jesus sie nun schwat mehr. Weißt du, wenn wir ein Kind haben als Familie, und dort Kind jetzt sich ran, und der merkt, Papa sie nun schwat,
En die merkt de familie noemen schwart. Er zijn weinig dingen wat wij doen als dat. Kan je je voorstellen, waar ons himmlische Vater dat gaat, wanneer we zijn familie ganz schwart merken in deze wereld. In eine simpele Welt, wat het aan de familie fehlt, en weet je, de kerk, de familie Jezus Christi, dat is de antwoord voor deze wereld. Wie hat de antwoord? Jezus is de antwoord voor de wereld, en wie hat de antwoord? Aber wenn es steht, dass wir die Welt die Antwort geben, dann rennen wir uns um sein Stuhl. Da mag Gott so weit tun. Und dahin sage ich Gott, läufend untereinander, verdrechend untereinander. Weißt du, wir wollen uns auf Beteiligung klingen. Wir wollen uns einmal Dinge, wir tun unbedacht einmal Dinge, was den Nächsten weitet. Das passiert in jene Heime. Weißt du, das sind 3 Wege, wo Euernis an uns kommt. Und ein Weg ist, ingebildet Euernis. Ich glaube mir gerne, dass mir was an. Noch ein anderer ist, was der andere gleich mutwillig hat. Unintentional, like das ist, was der gleich mit Fleet hat. Ich hatte mal einen Freund, vielleicht habe ich Ihnen diese Geschichte erzählt, aber ich hatte mal einen Freund, als ich ein Teenager war. Und der fährt den Tag verlängst weg mit seiner Chor, der fängt sich auf, fängt gerannt. Erst einmal auf Hawaii ist da wenig viel Pavement, fängt der Blattlacher. Und bejähnt er einem im Blattlachen, schmattert seine Korn, seine Gesicht alles voll Blatt. Und der hat er ganz klar, da hat der Mensch mit Fliegt getan und den wollte ich noch 3 tun. Und welche so eine Gedanken habe ich für in der Kirche, in der Familie. Vielleicht haben wir uns Leuten weiter von wem. Ich als Prediger, sie gehen vorbeigegangen und ich habe nicht honoriert und so, die gleichen mir nicht. Und dann fangen wir an, eine Freund zu sein, mit denen essen nicht, den gleichen mir nicht und so wieder. Die hat mir bloß den Strich, der hat sich zu groß für mich. En über dem heeft een grote vier. En dat je vele zo'n bijspellen staat. Jakobus zegt zo dit. Hij zegt in de tong is een vier. De tong is een ongerechte Welt, man onze Glieder, die den ganzen Körper verunreinigt. Wow. Onze tong, die kann den ganzen Körper verunreinigen. Die zat onze ganze Natur in Flammen mit 4 direkt uit de Hal. Dat is wat God zijn woord zei. Wie van jullie is bekend met dat 4 in Alberta, door een, hij de naam van van dat dorp, wat het meest ganz verbrannt. Een kleiner Schwebel brukt het. Tim zo'n 4 aansteken. Weet je wat het in de familie brukt, om de familie vernichten? Eine tong, wat het zo erflattert. Een kleiner Schwebel. Und so hij sagt, meine Tong kann die ganze Familie verdorben. Und das ist ein Viersus uit de Hal. Wow. Wat doen we met Pleuderie? Nummer 1. Ich soll nicht die Qual sein von Pleuderie. Weet je wat, wenn wir alle uns sehen, ich will nicht die Qual sein von Pleuderie und wir würden die Qual taumerken, weet je wieviel Pleuderie da wird geben? Scheint. Somebody, irgendwo ist jemand, was der Qual ist. Und so, ich soll nicht die Qual sein. Hör mal, was Petrus sagt, in 1. Petrus 4, Vers 8. Er sagt es dit, über alles seid du nur, dass nicht deine Leib einer zum anderen stieren kann. Du sollst nicht an sein Leib stieren können. Und hör ich, was er sagt. Wils Leib dagt viele Sünden to. Na, das ist ein interessanter Vers, nicht? Das hört sich so, dass, boy, wenn wir Leib haben, weil ich habe Sinn, bloß ungedacht, braucht wir niemals bekennen, haben wir ungedacht. Das ist nicht, was er von redet. Weißt du, von was er redet? Da wir mal ein Lied, der redet Schwein schlachten. Wer von Ihnen denkt nach Schweinschlachten, da werden die Schweinschenkers am Tag angehangen danach, man hat oft schalten sie wieder, wenn sie hatten nicht Fridges und Freezers, das von der ersten Tag. Dann werden die Schenkers am Tag, wie eine Graufrasch, die reiten die Schweinschenkers bitten am Tag anhängen, dass die Hunde nicht haben können, dann schalten die da oft durch nach. Und zu diesem Lied dann dort auch, morgens sind die Schweinschenkers fort. Und dann bereden sie sich, sie wollen da niemals den Mensch von reden. Da wird keine Antwort, dass sie ein Schweinschenkers fortgestohlen. Zum Werken Luther, dann bejähnt ein Mann wie ein Stuhl, dann sagt der andere, hey, ich kann hier und haben sie Schweinschenkers fortgestohlen. Ja, sagt der Brat, weiten, was sagten du? Weißt du, was das Mann tut? Mit ihm dort nicht vertrauen, deuten sie die Sinn ungedacht. Kann ich verstehen? Wenn du mir was anderes und ich sie durchstelle von, dann tue ich deine Sinn ungedacht in dem Sinn, dass ich nicht in der ganzen Gesellschaft Raum und vertraue, was von beiser Mensch du bist.
En dat is waar Petrus van redt. Hij zegt, jullie lijf. Je zal niet laten jullie lijf vernichten. Wenn hij zegt, lijf daagt zinden toe. En die dame dingen wat ik van die weet, wanneer ik daarvan stel zie, dan daag ik die toe in de community. Dat heeft niets te doen met voor God zin toe dat er wordt. Doorheen zegt de Bibel, wenn du die an mich versinnen lässt, dann soll ich nur die persönlich gehen. Nicht nur meine 7 Freunde. Aber weet je, wir haben alle 7 Freunde, die uns halten Dinge stillhalten, nicht so? Und dann muss ich an denken, die haben auch 7 Freunde, die halten Dinge stillhalten. Und für wie weiten sind Dinge verbreitet. Und so wann wir Leib haben, einer den anderen. Und wir weiten vielleicht negative Dinge von, oder du hast mir was Negatives angetan, dann sehe ich das still von. Und ich will nicht meine Freunde vertellen. Ich will nicht die Kirche vertellen. Ich will nicht alle meine Kirche sagen, check mal, das was jemand Pass hat für den, das was mir hat getan und so weiter. Leib daagt viele Sinnen zu. Na, das werden wir recht verstehen, weil wir nicht so denken, dann haben wir bloß alles ungedacht und so weiter. Das ist nicht, was es redet. Aber wo davon redet, ist von negativer Plüderie, was den Nächsten sein Leben vernichten wird. Und was die Familie vernichten wird. Petrus sagt wieder, Kapitel 3, Vers 10. Er sagt, wils wer du leben und Gott dir sein will, mat über seine Tongue herrschen, dass der nicht schlechter dreht und du nur sein, dass nicht falsch über seine Lippen kommt. Wir Schwester, wenn wir wollen, Gott dir sein als Familie, und wenn wir wollen den Segen kriegen, was Gott reit hat für uns, dann werden wir nicht die Familie vernichten, durch Plüderie, was an nicht hilft. Gott will haben, dass seine Familie soll ein Licht sein. Jesus sagt, dass die Welt wird sein, dass wir sind seine Kinder, wenn wir uns einander leben. Und dahin sagt, dass die Welt sieht Jesus durch uns. Das braucht Vergebung in der Familie. Das braucht Leib. Weet je, wie staat man zu Parteien? Wir wollen uns ein bisschen rubbeln. Some personalities rubbeln sich da als andere. Aber das sind manchmal so Dinge, die passieren in der Familie. Das passiert in einer Familie zwischen jene Kinder. Das passiert auch hier in Gott seine Familie. Und dahin sagt es, wenn wir uns leben, wenn wir sind todagen in den Sinn, dass wir gehen nicht plüdern über Dinge. Und wenn wir vergeben. Some von uns sind hier in diese Kirche gekommen mit Weidel von Sassur. Was tut ihr damit? Bloß dort Kerken loten in Jünd, und Käven loten, und Batternis abarbeiten. Weißt ihr, Lied? Wenn wir von einer Familie nach der anderen gehen mit Weidel und Batternis, dann do wir eine Familie nach der anderen die Batternis anbringen. Na, das ist so, dass wir in der Familie Menschen weidern, sehr weidern. Ich als Prediger kann Jünd sehr weidern. Und einmal over. Und ich sage euch, dass es nicht weiter hilft, aber Vergebung. Vergebung. Und so das für sich ein Thema, ich würde nicht wieder nennen von der, aber das ist wichtig, dass wir lernen vergeben. Viele sind auch lehrt wir uns einen Satz, ich weiß nicht, wer den nach dem Denken gehauen hat, aber ich sehe die Person, was Jesus fehlt. Denkt ihr dort noch von viele sind da? Kann ihr dort noch sagen? Weil, sagt mal mit mir, ich sehe die Person, was Jesus fehlt, zum seine Familie dein. Was seht wir? Zum seine Familie vormerken, nicht? Seht wie fair weg. Weil wir da noch einmal sagen, ich sehe die Person, was Jesus fehlt, zum seine Familie vormerken. Nu werden wir noch einen Satz lernen, der jetzt korrekt so, ich sehe die Person, was Jesus fehlt, zum seine Familie Vereinigkeit anstehen. Du bist die Person, ich sehe die Person. Jesus fehlt es an uns, zum seine Familie Vereinigkeit anstehen. So ich sehe die Person, was Jesus fehlt, mit seiner Familie Vereinigkeit anstehen. Wer wird das sein? Ich sehe die Person, was Jesus fehlt, mit seiner Familie Vereinigkeit anstehen. Wer wird das zu Hort nehmen? Gott gleicht seine Familie, was Einigkeit bringt. Was sich sich vergeben wird, sich die Fehler ever sein, sich das Müll zu holen, dass wir nicht allem seine Fehler alle wenig verteilen und dass wir so viel Leib haben, dass wir uns sich beschützen, für uns vernichten. Wir haben vielleicht alle nur gesagt, kann einer den anderen vernichten.
Vielleicht weet wir alle nu. Je weten some dingen van mij te mij vernichten. Ik weet dingen van jullie, wat ik kan al mijn vrienden gaan vertellen. Nou, da meine ich weet alle schlechte dingen van jullie. Dat wil ik erg verstaan. Aber weet je wie dan alles staat? En dan fehlt Jezus dat aan mij. Dat ik wil mijn mail te houden, ik wil leven, ik wil vergeven en ik wil Vereinigkeit schaffen in de familie.